Kennst du das Gefühl, wo dich vielleicht ab und zu plötzlich überkommt, überrascht, in den Ferien, daheim, vielleicht beim Arbeiten, wo sich plötzlich so eine innere Leere anfängt breit zu machen und so der Gedanke aufkommt, was mache ich da eigentlich? Für was schaffe ich? Für was arbeite ich? Oder wenn du daheim auf dem Sofa hockst und dich fragst, so, warum dröhne ich mich da mit irgendwelchen Serien, mit Social-Media-Stunden oder mit Games zu? Oder vielleicht hast du einen Moment schon gehabt, in den Ferien oder sonst noch wo du so über dein Leben nachdenkst und merkst so, hey, ich habe irgendwie eine Frau, ein Kind, ein Haus, ein einigermaßen sportliches Auto. Und jetzt? Ist das? Ich weiss nicht, mir ist das öfters so gegangen beim Arbeiten. Bevor ich Pastor wurde, bin ich in der IT gearbeitet. Und manchmal so einen Moment gehabt, wo ich dachte, was nützt mir da der beste Code, den ich schreibe? Für was? Was mache ich da? Oder oft auch nach irgendeinem Highlight, nach einer geschlagenen Schlacht, wo ich mich völlig verausgabt habe, oder nach einer grossen Konferenz oder an einem Lager, wo ich heimgekommen bin. Plötzlich macht sich so die innere Leere in meinem Leben breit. Ich gehe mal davon aus, dass ein Großteil von uns so einen Moment auch kennt. Bei vielen ist es vielleicht nur so ein kurzer Augenblick, aber ich glaube, es gibt viele, die auch längere Phasen kennen in ihrem Leben, wo das immer wieder so gekommen ist. Bekannte Auslöser für diese Leere sind oft grössere Veränderungen in unserem Leben, neue Lebensabschnitte, Geburt von einem Kind, Verlust von einer... Ich muss schnell das anders anmachen. Vielleicht geht es so besser. So. Geburt von einem Kind, der Verlust von einer Arbeitsstelle oder von einer Beziehung. Burnout kann so etwas sein. Das Ausziehen von dem Kind. Pensionierung. Auch irgendwie so Phasen von grösserer Einsamkeit. Und dann plötzlich ist sie da, die innere Leere, die sich breit macht. Und manchmal können wir das irgendwie zuordnen, wissen, mit was es zu tun hat, und manchmal auch einfach nicht. Und ich frage dich, vielleicht kannst du dir das mal kurz überlegen, wo kennst du die Leere? In welchem Moment macht sich das bei dir vielleicht breit? Ich möchte heute darüber reden, wie können wir das innere Vakuum füllen. Ich glaube, eigentlich sehnen wir uns alle danach, innerlich zufrieden zu sein, ausgefüllt, ausgeglichen. Es gibt verschiedene Ausdrücke, die das Gefühl beschreiben, eine innere Ruhe zu spüren, geerdet zu sein, oder man kann auch sagen, erfüllt oder ganz bei sich zu sein. In dieser Serie nennen wir das so, die innere Mitte finden. Die innere Mitte gefunden haben. Und das ist nicht irgendetwas Esoterisches oder sonst etwas, sondern in der Bibel finden wir den Begriff auch. Die Bibel redet von einem Zustand von Shalom. Shalom wird in der Bibel meistens, ist ein hebräisches Wort und wird meistens in der deutschen Bibel mit Frieden übersetzt. Aber es bedeutet mehr als einfach die Abwesenheit von Krieg oder Konflikt, sondern es ist ein viel umfassendes Gefühl, ein umfassendes Glück, das Wohlergehen, ein gelungenes Leben auf allen Ebenen mit Gott und in den Beziehungen drin, wo wir drin sind. Es bezeichnet den Zustand vom, auch kann man sagen, Heilsein, vom Wohlergehen, eben von einem inneren Frieden, von dem, dass wir die innere Mitte gefunden haben. Was löst die Beschreibung in dir aus, wenn du das hörst? Eine Sehnsucht danach? Erinnerungen an solche Momente? Oder vielleicht auch die Frage, hey, gibt es das wirklich? Und vielleicht schon lange auf der Suche bist nach dem und das irgendwie nicht findest. Wir möchten uns heute auf die Suche machen, nach dem, wie wir den inneren Frieden, den Shalom, für uns finden können. Manchmal scheint es doch so, als wäre die innere Mitte in unserem Leben hinein so wie ein grosses, schwarzes Loch. Ein Vakuum, das sich irgendwo in uns hinein breit macht. Vakuum ist so ein Ausdruck, jetzt kommt's. Vakuum ist so ein Ausdruck für einen Platz, wo eigentlich gefüllt sein müsste, aber wo nichts drin ist
und so Druck erzeugt. Oder ich habe gestern in der Mikrowelle etwas aufwärmen und habe vergessen, den Deckel wegzunehmen. Und dann hat es ein Vakuum gegeben in dem Gefäß rein und ich habe den Deckel kaum mehr weggebracht. Das hat einen Druck gegeben. Und genau so ist es manchmal. Oder andere beschreiben das Vakuum als ein Treibensein. Eine Unzufriedenheit innerliche, Selbstzweifel, Frust oder auch plötzlich eine gesteigerte Sehnsucht nach Anerkennung. Das ist ein bekannter Begriff, auch in der Psychologie, wo man davon redet. Das ist nicht jetzt einfach eine Erfindung von mir. Und es gibt verschiedene Bilder in der Bibel, die das ein Stück weit auch beschreiben. Und denen möchten wir nachgehen heute Morgen. Das eine Bild ist das von so einem inneren Hunger und Durst, wo sich immer wieder bei uns bemerkbar machen kann. Das andere ist das von einer Wüste. Wenn wir bei dem Bild von dem Hunger bleiben, oder? Ich glaube, wir haben alle verschiedene Strategien, wie wir den Hunger versuchen zu füllen. Und je nach Lebenssituation und je nach Typ, wo du bist, ist das vielleicht ein bisschen unterschiedlich bei uns. Eine Strategie, die viele benutzen, ist Überdecken. Das ist ein Stück weit die Flucht in Arbeit hinein, in irgendwelche Aktivitäten, wo wir uns irgendwie versuchen ablenken von dem Gefühl. Wo wir versuchen, immer irgendetwas loszuhaben. Ja, nicht einfach zu viel Zeit, damit sich das Loch breit machen kann. Das kann auch sein, dass man das mit Serien und so weiter füllt. Dann gibt es Leute, die üben sich in Ersatzhandlungen, die versuchen, das mit irgendwie anderen Glücksgefühlen zu kompensieren. Essen, Trinken, Alkohol kann da auch ein Ding sein. Übersteigerter Sport, Shopping. Also ein Stück weit eine Kaufsucht. Immer dann, wenn es mir nicht gut geht, dann kaufe ich mir etwas, dann geht es wieder besser. Es gibt auch Menschen, die ziehen sich zurück. Und aus dem heraus kann es sein, dass sie sogar in eine Depression hineingehen, weil sie mit dem Loch, mit dem Hunger nicht Schlag kommen. Und dann gibt es eine andere Strategie, dass Menschen manchmal die Schuld in ihrem Umfeld suchen. Ja, der Ehepartner ist schuld, der Arbeitgeber kommt zu wenig Wertschätzung, zu wenig Lohn, zu wenig gute Arbeit über. Die Kirche müsste mir doch viel mehr geben, es müsste etwas mehr passieren in meinem Leben. Und die Folge ist, man sucht irgendwie eine Lösung, indem man ausbricht aus dem raus. Der Partner verlässt, die Familie, die Kirche, manchmal sogar der Glaube. Das sind verschiedene Strategien. Und ich glaube, dass wir uns manchmal gar nicht bewusst sind, dass auch wir so Strategien haben. Dass wir so eine Default-Strategie haben, die sie uns anzieht. Und machen einen kleinen Selbstcheck. Ich stelle einfach ein paar Fragen und du kannst dir mal überlegen, wie das bei dir ist und mal überlegen, ob das sein kann, dass das irgendwo deine Strategie ist. Wie sieht deine Agenda aus? Gibt es freie Momente in deiner Agenda? Oder tust du das immer so steuern, dass sie eigentlich immer schön voll ist? Oder was machst du, wenn du mal einen freien Abend hast? Passiert dann immer das Gleiche, das Default-Programm, Netflix, Gamen oder sonst irgendwie etwas? Oder kannst du die Übungen bewusst gestalten? Oder kommt vielleicht auch gerade irgendwo ein Suchtverhalten auf? Bist du gefangen irgendwo in so einem Suchtverhalten? Oder kannst du immer ganz genau sagen, wer eigentlich schuld ist an deinem Zustand? Oder an dem, dass etwas nicht gut ist, an dieser Lehre, die kommt? Das sind so Fragen, die wir uns stellen können, um herauszufinden, so hey, habe ich irgendwo so eine Tendenz, das Loch versuchen irgendwo zuzudecken? Der erste Impuls ist eigentlich immer, dass wir versuchen, das Vakuum so schnell wie möglich irgendwo wieder zu füllen. Und ich habe mich gefragt, ist denn das das Ziel? Ist das innere Vakuum einfach nutzlos und ist die Idee, dass wir das so gut wie möglich irgendwo stopfen müssen in unserem Leben? Oder kann es sein, dass diese Momente nicht vielleicht eben auch eine Chance enthalten? Und ja, ich bin überzeugt, dass sie sogar wertvoll, sogar lebensverändernd für uns sein können. Dass es nicht einfach etwas ist, was wir so schnell wie möglich hinter uns bringen müssen. Die Momente bieten eine Chance für Reflexion. Sie lassen uns fragen auch, hey, was läuft denn gut in meinem Leben? Oder eben, wo läuft es vielleicht nicht so gut in meinem Leben? Sie geben uns die Chance, uns zu hinterfragen, hey, wo beziehe ich vielleicht meine Identität ein Stück weit aus falschen Sachen? Zum Beispiel aus Anerkennung, aus meinem Status, aus meinem Reichtum.
Es ist eine Gelegenheit, zum anzuschauen. Auch wo sehen wir, wo befinde ich mich in ungesunden Lebensmustern drin, wo ich eigentlich gar nicht will. Mal überlegen, eben, wie ist das mit diesen Übungen, die ich verbringe, wo ich auch gemerkt habe, hey, ja, es gibt manchmal so Defaultmuster, dass ich irgendwo am Abend einfach noch ohne groß überlegen Fernsehen ein und irgendeine Serie schaue. Gemerkt habe, will ich das? Oder will ich da nicht die Übungen vielleicht bewusst gestalten? Und dann kann es auch mal sein, dass ich sage, jetzt ist gut, eine Serie, das darf sein. Die Zeiten, die halten uns eine Art einen Spiegel vor. Und sie helfen uns, etwas über uns zu lernen. Gesunde, vielleicht auch Lebensmuster starten und zu implementieren. Ein Bild, das vorher angetönt ist die Wüste, wo die Bibel braucht. Wir lesen im Hosea 2,16, wo es ums Volk Gottes geht, wo jetzt da als sie bezeichnet wird, wo Gott sagt, darum siehe, ich will sie locken und will sie in die Wüste führen und freundlich mit ihr reden. Und die Wüste, wenn wir es uns so vorstellen, das ist eigentlich ein Bild für Leere, für Trockenheit, für Hunger, Durst. Und eigentlich ist doch unser erster Gedanke so, hey, das ist mal schön, solange ich genug Proviant dabei habe, aber eigentlich mein Leben in einer Wüste, nein, weg von da. Aber es ist spannend, wie in der Bibel Gott das Bild immer wieder braucht, zum bewusst Menschen begegnen. Gott hat sein Volk in die Wüste geführt, wo sie aus Ägypten ausgezogen sind und ist ihnen dort begegnet. Und auch da heißt es wieder, ich möchte dort freundlich mit dir reden. Ich glaube, in dieser Wüste wartet Gott. Und ich glaube, dass Gott bewusst manchmal die Zeit zulässt, um uns zu begegnen. Weil erst vielleicht in dieser Wüste er wirklich die Chance hat, zu uns zu begegnen. Weil wir vielleicht erst dort wirklich frei sind von Ablenkungen, bereit sind, mal wirklich anzuhören, da zu sein, von ihm zu hören. Ein Ort, wo wir eine Chance haben, um mal wirklich innehalten, nachzudenken, Gott suchen. Aber das geht nur, wenn wir es schaffen, das auch mal auszuhalten. Die Leere, das Vakuum, irgendwo auch mal können aushalten, ohne gerade das zudecken oder eben davonlaufen. Und darum frage ich dich, kannst du das Vakuum als eine Chance sehen, zum Gott zu suchen? Oder hast du das vielleicht sogar schon mal erlebt? Wenn ich mich zurückerinnere an die Zeiten, wo ich Gott speziell erlebt habe, sind das häufig Zeiten gewesen, wo in meinem Leben innerlich so eine Wüste war. Und ich an einem Punkt war, wo so die Leere herum war. Und ich möchte dir Mut machen, so Zeiten auszuhalten und sie als eine Chance sehen, wo Gott dir begegnen kann. Das zweite Bild ist das von Hunger und Durst, wo die Bibel öfters davor redet und wo sie nicht nur meint, der körperliche Hunger und Durst, sondern auch der Hunger und Durst von unserer Seele, von unserem Herz. Und die Stelle, wo das anspricht, ist Jesaja 55, Verse 1 bis 3. Der Herr ruft, ihr habt Durst? Kommt her, hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Nehmt euch Brot und esst. Hierher, hier gibt es Wein und Milch, das Bild für die Fülle. Bedient euch, es kostet nichts. Warum gebt ihr euer sauer verdientes Geld aus für Brot, das nichts taugt, und für Nahrung, die euch nicht sättigt? Hört doch auf mich und tut, was ich sage, dann habt ihr es gut. Ihr dürft köstliche Speisen genießen und euch daran satt essen. Hört mir zu und kommt her. Ja, nehmt meine Worte an, dann werdet ihr leben. Und das ist vielleicht genau das, wo die Stelle ausdrückt, was Gott in der Wüste mit uns machen will. Uns auch die Frage stellen und sagen, hey, mit was stillst du eigentlich deinen Hunger? Er stellt in dieser Stelle, oder? Wohin gehst du mit Hunger und Durst? Wo investierst du dein Geld? Ist jetzt in dieser Stelle die Frage. Heute müsste vielleicht die Frage eher sein, wo investierst du deine Zeit? Weil das manchmal fast das ist, was wir weniger haben.
Gott hinterfragt uns da und sagt vielleicht auch, hey, wo probierst denn du immer wieder satt zu werden und wirst es doch nicht? Und er deutet dort die Lösung schon an und sagt, hört doch auf mich und tut, was ich sage, dann habt ihr es gut. Ihr dürft köstliche Speisen genießen und euch daran satt essen. Hört mir zu und kommt her. Ja, nehmt meine Worte an, dann werdet ihr leben. Er sagt da schon, bei mir liegt das Essen. Und da kommen wir jetzt ins Neue Testament, zu Jesus. Weil Jesus nimmt genau das Bild auf vom Essen. Im Johannes 6, 35. Und er sagt dort, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Er nimmt das Bild auf und macht eine krasse Aussage, die auch sehr kontrovers war in der damaligen Zeit. Er sagt, wer zu mir kommt und an mich glaubt, wird nicht mehr hungern, wird nicht mehr Durst haben. Wie meint er das? Was er da sagen möchte, ist, dass die Gemeinschaft mit ihm, die Gemeinschaft mit Jesus, unseren Lebenshunger, unseren Durst, die Leere in unserem Leben stillen kann. Das klingt jetzt vielleicht so einfach. Und ich möchte es nicht bei dem stehen lassen, oder? Wie soll das gehen? Heißt das jetzt, wir nehmen einfach Jesus und schreiben Jesus über unser Loch drüber und dann ist gut. Lesen ab und zu in der Bibel, ein paar Mal beten und dann verschwindet die Leere. Ganz so ist es nicht, oder? Es geht noch weiter. Vielleicht, wenn wir beim Essen bleiben, ein paar Bissen Fastfood langen nicht. Oder einfach ein Schluck Wasser langen nicht, zum satt zu werden. Also wir brauchen richtige Nahrung. Und Steffi und ich haben das bald gemerkt, oder, dass das mit dem Fastfood nicht so gut funktioniert. Wir sind früher ab und zu in Subways und jedes Mal haben wir noch Hunger gehabt nachher. Jedes Mal. Und darum haben wir irgendwann eine Abmachung getroffen, nie mehr Subways. Das ist tabu, weil wir brauchen richtige Nahrung. Wir gehen trotzdem noch ab und zu in Mac. Aber beim Subway ist es bei mir einfach stärker gewesen, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht satt nachher. Aber genau das ist es. Oder? Wir brauchen echte Nahrung für unsere Seele. Die Frage ist, wie kann Jesus dich sättigen? Spannend ist, wenn wir diesen Abschnitt weiterlesen. Und er ist relativ lang, darum erzähle ich es eher, um was es geht. Weil es sind 2, 3 Aussagen daraus, wo ich darauf eingehen möchte. Jesus macht nachher nochmal eine provokante Aussage, oder noch fast provokanter. Er sagt, wir sollen ihn essen. Sogar sein Leib essen, sein Blut trinken. Und im Vers 54, leset das Kapitel, vielleicht schaust du selber dann mal nach, im Vers 54 heißt es wortwörtlich, ihn kauen. Und er hat sicher nicht das so gemeint, dass wir wirklich einen Mensch essen sollen. Aber was meint er damit? Zum einen ist es sicher eine Anspielung auf das Abendmahl, wo aber Jesus erst später einführt. Oder? Wir sind da erst im Johannes Kapitel 6. Das Abendmahl kommt erst viel später. Aber es ist so wie beim wirklichen Brot. Wirkliches Brot musst du kauen. Das kannst du nicht nach 2-mal drauf beißen, abschlingen, wie irgendein Toastbrot. Was Jesus möchte sagen ist, ich gebe euch etwas zu kauen. Und wenn wir das Leben von Jesus anschauen, sehen wir, wie er das gemeint. Jesus hat Menschen immer dazu aufgerufen, ihm nachzufolgen, mit ihm zu leben, aktiv von ihm zu lernen, von so zu werden, wie er das vorgelebt hat. Und ich glaube, genau das ist es, was er damit meint, zu ihm kommen, ihn essen. Das, was er gesagt hat, kauen, zu bewegen, mit dem Schaffen, das zu verinnerlichen, dass es in uns hineinkommt. Praktisch werden. Und so können wir Jesus in unserem Leben aufnehmen. So kann das, was er gesagt hat, unsere Nahrung sein. Wenn wir damit arbeiten, wenn wir kauen, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Und das ist weit mehr als einfach Zustimmung und sagen, yes, Jesus, du bist gut und ich finde es cool. Sondern das heisst, aktiv mit Jesus zu leben. Sich auf den Prozess einzulassen. Und es ist nicht einfach ein Quickfix, oder? Es braucht Zeit zum Dranbleiben. Es braucht die Verbundenheit mit Jesus, die Beziehung. Es bewusst mit ihm unterwegs zu sein.
und sich mit ihm auseinandersetzen. Und oft passiert genau das wieder in diesen Zeiten der Leere, vom Vakuum, wo man merkt, hey, wir haben uns mit so viel anderem beschäftigt. Wir müssen wieder zurück zu ihm, zu dieser Quelle, zu dem Brot vom Leben. Und was passiert dann, wenn wir das machen? Ich erlebe immer wieder, wie genau durch das mein Vakuum gefüllt wird. Nicht schlagartig, aber wie mein Vakuum gefüllt wird, wie meine wahren Bedürfnisse, die ich habe, gestillt werden und wie dadurch, dass ich mit dem Jesus unterwegs bin, vieles einen anderen Stellenwert in meinem Leben überkommt, der richtige Stellenwert überkommt. Dass mein Bedürfnis nach Anerkennung, nach Erfolg oder nach Geld oder was auch immer sich verändert. Und ich merke, wie all diese Sachen als das enttarnt werden, was sie eigentlich sind, nämlich nichts anderes als Fast Food, wo immer nur ganz kurz hilft und dann gnadenlos nach mehr schreit. Zum Beispiel gerade Erfolg, oder? Erfolg ist etwas, wenn du mal irgendwo das Gefühl hast, du hast Erfolg, dann muss sich das nochmal mehr vermehren. Und es verlangt immer einen höheren Einsatz und einen höheren Preis, den wir dran angeben müssen, damit der Erfolg auch ja bleibt. Aber im Endeffekt bleibt er doch nicht. In den anderen ist trotzdem irgendwo noch erfolgreicher. Die Bibel redet von dem, dass das ein Zustand ist von der Unfreiheit, eine Versklavung, wo die Sachen uns anfangen zu versklaven, wenn das ist, wo wir unsere Fülle, die Sättigung, wenn das unser Brot ist, wenn wir mit dem unser Vakuum stillen. Aber wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann wirst du erleben, wie das Essen von dem Jesus deine Werte zum Beispiel anfängt zu verändern. Wie du lernst vertrauen, anstatt zu kontrollieren. Wie du lernst geben oder wie geben mehr sättigt als nehmen. Dass weniger mehr ist. Dass Vergebung besser ist als Vergeltung. Du wirst Freiheit statt Abhängigkeit erleben. Frieden statt Triebenheit. Und du merkst, wie du immer mehr herausgefordert wirst, das Leben für andere zu leben, anstatt nur für dich allein. Dein Hunger nach mehr und grösser und besser und schneller wird gesättigt. Das ist die Art und Weise, wie Jesus sättigt. Zum Zurückkommen zu dem Beispiel von mir bei der Arbeit, wo ich manchmal so da gehockt bin und ich gemerkt habe, hey, meine Arbeit ist so viel mehr als Geld und ist so viel mehr als das, was ich am Schluss programmiert habe. Sondern es geht ja auch darum, wer bin ich für andere? Was habe ich für eine Auswirkung auf mein Umfeld, an meinem Arbeitsplatz, auf Kunden und so weiter. Ich glaube, so kannst du feststellen, dass Jesus das Vakuum in dir drin, den Hunger und den Durst von deinem Leben, kann stillen. Dass er tatsächlich das Brot vom Leben ist, wo dich nicht hungrig zurücklässt. Dass es etwas ist, wo mehr ist als nur ein kurzes Zwischenhoch, dass nachher der Hunger noch wieder grösser kommt. Was die Bibel uns zuruft, an ganz verschiedenen Stellen, ist: komm, iss und trink. Sowohl in dieser Stelle vom Jesaja, in den Psalmen sehen wir das, Jesus sagt das, und auch in der Offenbarung am Schluss der Bibel. Offenbarung 22, 17, wo es heißt: Der Geist Gottes und die Braut, und mit der Brut ist Chile gemeint, rufen: Komm. Und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen: Komm. Wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens. Er bekommt es umsonst. Das ist eine Einladung, die Jesus da macht. Das ist ein Ruf durch die ganze Bibel. Und in diesem Ruf, in dieser Einladung enthalten ist auch die Aufforderung, der Ruf, wenn du das erlebt hast, wie ein Echo weiterzugeben. Ich habe mich da gefragt, hey, was empfehle ich anderen? Wenn ich vielleicht mit einer Lehre bei anderen Menschen konfrontiert bin, vielleicht auch sonst, empfehle ich Fast Food weiter, die neuesten Netflix-Serien,
tollsten Hotels, die besten Tipps oder sonst irgendwie? Oder gebe ich von dem wahren Brot weiter? Ich habe es so stark gefunden, wie das Steffi in diesem Jahr erlebt hat im Interview, wie sie uns erzählt hat, wie es so viele Gelegenheiten gegeben hat, wo sie Brot weitergegeben hat und nicht Fast Food. Und ich möchte heute Morgen so ein Echo sein und gerade in dieses Vakuum, in deine Wüste, dir sagen, Gott ruft dir zu, komm, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens. Er bekommt es umsonst. Das ist der Ruf, der für dich gilt. Hast du Hunger? Spürst du immer wieder das innere Vakuum? Ich möchte euch allen heute ein Gebet mitgeben, das wir beten können. Egal, ob du Christ bist oder nicht. Wenn du nicht Christ bist, möchte ich nachher noch ein paar Sachen zu dir sagen. Wir können das miteinander jetzt beten. Du kannst das für dich an deinem Platz mitbeten. Du kannst es daheim im Livestream mitbeten. Ich lese es vor. Jesus, du Brot des Lebens. Jesus, du hast wunderbare Worte gesagt, um mir zu zeigen, wer du für mich bist. Du hast gesagt, dass du das Brot des Lebens bist. Das wahre Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Du bist wie Brot, das mir Kraft gibt für den Weg, das mich stärkt, wenn ich mich kraftlos fühle. Du stillst meinen Hunger nach Leben, nach Liebe. Wenn ich dich spüre, dann brauche ich meinen Hunger nicht mit Essen zuzustopfen. Dann kann ich genießen, was ich zu mir nehme. Du hast dich mit dem Brot verglichen, das Gott dem Volk Israel in der Wüste gegeben hat. Wenn ich mich manchmal wie in der Wüste fühle, alleingelassen, unverstanden von Eltern, von meinen Freunden, dann bist du wie Brot, das mich nährt. Wenn du bei mir bist, fühle ich mich nicht mehr einsam. Ich weiß mich von dir verstanden. Das nährt mich. Davon kann ich leben. Dafür danke ich dir, du Brot des Lebens. Amen. Wenn du mehr über den Jesus wissen möchtest, den du vielleicht nicht kennst, vielleicht das erste Mal so mitgebetet hast, dann möchte ich dich einladen, um auf den Gebetsbutton zu klicken, den du im Livestream hast. Vor Ort haben wir ein Team, das gerne mit dir betet, im späteren Teil des Gottesdienstes, und wo sie dir erklären können, wie du mit dem Jesus ein Leben kannst führen. Wir machen an dieser Stelle vom Gottesdienst auch nochmal ein Interview mit dem Christoph Kassel, so wie wir das letzten Sonntag hatten mit der Carmen, wo wir über so ein Vakuum und so eine Wüstenzeit möchten reden. Und darum heiße ich dich herzlich willkommen. Christoph, komm doch gerade zu mir und geben wir ihm doch einen Applaus. Christoph, du bist lange Zeit Leiter von einem Fachspital gewesen. Du hast über 100 Mitarbeiter geführt. Du bist Mitglied von der Geschäftsleitung von der damit verbundenen Stiftung. Das war eine Aufgabe, die für dich mehr als einfach nur ein Job war. Und doch vor ziemlich genau 2 Jahren ist die Zeit abrupt und völlig überraschend zu einem Ende gekommen. Kannst du uns kurz erzählen, was passiert ist? Ja, ich habe... Musst du es noch einschalten? Muss ich noch einschalten? Ohne. Wo haben wir denn den Schalter? Hier. Hört man mich immer noch nicht? Wo mal kommt. Besser? Also am 12. November 2018 bin ich nach einer Leitungsteam-Retraitte mit dem Leitungsteam, wo ich den Vorsitz hatte, quasi zum Stiftungsgeschäftsleiter gegangen, um zu berichten, wie gut eigentlich unsere Retraite war, wie zielorientiert wie wir die Ziele fürs nächste Jahr gesetzt haben. Und ich wollte am Montagmorgen den
berichten, hatte noch Flipcharts unterm Arm, so mit so Ziele und allem drum und dran, wie man sich das so vorstellt. Und war eigentlich guter Dinge und komme dann dort ins Büro rein. Dort sitzt auch die Dame vom HR, wo ich mich gewundert habe, was macht die denn jetzt hier? Und dann habe ich irgendwie gemerkt, okay, ich glaube, das nimmt jetzt eine ziemlich andere Wende. Und dann wurde mir kurz darauf die Kündigung in der Sitzung ausgesprochen. Ich war völlig überrascht. Ich habe keinen Schimmer gehabt, dass das passieren würde. Und im ersten Moment war das so für mich wie so in Trance. Also das kommt erstmal gar nicht so an einen ran. Man sitzt da, man fragt sich, ist das jetzt wahr? Stimmt das? Okay, ja, stimmt wohl. Das realisiert man denn schon. Kurz drauf man war gut vorbereitet, zum Teil gut vorbereitet, sagen wir mal so. Nebenan saß noch ein Coach in einem anderen Zimmer, den hat man dann dazu gerufen, mir zur Stütze. Auch das fand ich erstmal ziemlich schräg. Und der hat mich dann nach Hause gefahren. Und ich saß denn da in dem Auto, habe dann von unterwegs der Ruth angerufen, also meine Frau, und habe gesagt, du, ich komme jetzt nach Hause und es ist irgendwie, ja, also habe ich das so sehr kurz mitgeteilt, dass ich mit der Arbeit fertig bin. Aber es fühlte sich irgendwie immer noch völlig fremd an. Es konnte für mich gar nicht sein. Es hat mich erst wie noch gar nicht erreicht, die Botschaft. Ja, und so ist es denn weitergegangen. Dann kam so danach, nachdem die Gefühle dann auch immer mehr ich die zulassen konnte, kam das Gefühl von Unfairness, Ungerechtigkeit, kam das Gefühl, ich bin eigentlich in meiner Führungsarbeit jemand, der sich als Leader versteht, der Leadership versucht zu leben, der Leute versucht persönlich zu führen, sie zu ermutigen. Und dann sind mir all die Leute durch den Kopf, die natürlich auch alle vor den Kopf gestoßen waren. Denen ist von heute auf morgen quasi der Chef weg. Das hat mich ganz, ganz besonders irgendwie auch noch betroffen gemacht, weil für die auch ein Vakuum entstanden ist wie für mich und die auch nicht wussten, wie weiter. Ja, so ist eigentlich so eine Vakuumwelt entstanden. Ich bin natürlich trotzdem sehr dankbar gewesen, dass ich nach Hause durfte, dass zu Hause jemand ist, der mich abfängt, obwohl ich das irgendwie, trotzdem bin ich sehr auf mich zurückgeworfen gewesen, emotional. Selbst wenn jemand da ist, was man schätzt, im Moment ist man total mit sich beschäftigt oder ich war mit mir beschäftigt. Ich habe nachts dann wenig geschlafen, habe sehr viel Musik gehört, No Longer Slave of Fear, so eine Nachts-Endlos-Schleife zwischen 1 und 4 gewesen. Ich habe geweint, ich habe gebetet das war hart. Es war hart und blieb ungerecht. Kurz drauf kam dann so ein bisschen Rebellion, so im Sinne von den von der Stiftung, denen muss ich es doch jetzt auch noch irgendwie erklären, dass das jetzt also völlig Quark ist, was die da jetzt machen. Dass man so nicht mit Mitarbeitern umgeht, dass man so nicht schafft, ich hätte theoretisch Arbeitsrechtsmöglichkeiten gehabt, dagegen vorzugehen, ich hätte Geld rausschlagen können und keine Ahnung was. Ich habe es dann aber gelassen, weil ich auch gefunden habe, okay, zu guter Letzt geht es eigentlich um Spendengelder, die für andere Leute da sind und will ich die jetzt haben? Nein, will ich nicht. Und trotzdem, mit dem Gefühl von Ungerechtigkeit habe ich noch lange gekämpft. Mhm. Wie ist das noch so weitergegangen? Du hast ja plötzlich jetzt viel Zeit gehabt. Irgendwo zuerst die Wut, das Unverständnis, dann irgendwo wahrscheinlich, nehme ich an, also ein bisschen eine Leere und dann einfach Zeit. Wie bist du mit dem umgegangen? Wer mich kennt, weiß, dass ich ein Triebtäter bin, Energiebündel.
Wie soll ich sagen? Ich sage manchmal zu mir, ich bin hoffnungslos hoffnungsvoll. Ich bin recht schnell mit Dingen konfrontiert worden und mache das auch gerne. Dinge, die mir vor den Füßen liegen, die fange ich einfach an. Eine von den ersten Dingen, die war, meine Schwiegermutter die wohnt direkt nebendran. Die ist zu uns ins Haus gekommen, hat gesagt, das ist ja wunderbar, ist eine zu dem Zeitpunkt 91-jährige Dame. Die hat gesagt, Christoph, dann hast du doch jetzt endlich Zeit, mit mir 3 Wochen nach Brasilien zu gehen. Okay. Und es ist denn tatsächlich auch so etwas gewesen, was passiert ist, was mein Problem natürlich nicht gelöst hat, aber trotzdem, ich habe gemerkt, das sind andere Leute, die sagen, wir sind hier, du bist nicht alleine, wir machen was zusammen und auch die Zeit ist nutzbar. Es ist nicht einfach nur Vakuum und leere Zeit, sondern es ist nutzbare Zeit. Und so habe ich eigentlich einfach immer die Dinge, die gerade vor mir oder uns lagen, einfach angenommen. Ich habe ganz viel praktische Dinge ums Haus gemacht. Der Nachbar ist ein Landwirt mit einem großen Betrieb. Die konnten dann in dem Jahr eine Woche in die Ferien. Ich habe den Hof geschmissen eine Woche lang und habe verschiedene Kleinprojekte angenommen in Mandatsformat. Und dann kam natürlich die RAF-Zeit dazu. Ich bin dann ja arbeitslos gemeldet gewesen, das heißt Bewerbungen, Gespräche, Schulungen, aber auch erleben, wie das ist. Ich war nie wirtschaftlich besonders besorgt. Ich habe mir immer so gedacht, okay, auch ohne RAF irgendwie ein Jahr lang kommen wir auf jeden Fall irgendwie über die Runden. Und irgendwie ist es ja zu guter Letzt dann auch ziemlich genau ein Jahr lang gewesen, sodass ich mir selten wirtschaftliche Sorgen gemacht habe, ich dann aber auch für mich festgestellt habe, es ist ja schon auch noch cool, dass du in einem Setting unterwegs bist, wo selbst wenn so ein Schnitt passiert, Ressourcen da sind. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Ich habe in dem auch eine Dankbarkeit empfunden für das, was sehr wohl da ist und eine Dankbarkeit für all die Leute, für meine Frau, für die Familie, die da waren und die mitgetragen haben. Jetzt, wenn ich kritisch zurückfragen darf, du hast dann sehr viele Aktivitäten gemacht. Ist das ein Stück weit eine Flucht gewesen, oder hat dir das geholfen, auch mit dem Vakuum ein Stück weit umzugehen? Also wenn das eine Flucht war, dann bin ich wahrscheinlich Zeit meines Lebens auf der Flucht, weil ich bin irgendwie immer so, was vor der Tür liegt. Und es ist noch schwer zu bewerten. Manchmal mag das Fluchtmomente gegeben haben, wo ich natürlich über das Schaffen dann auch bestimmte Dinge gedanklich nicht zugelassen habe. Aber ganz generell glaube ich das nicht. Also spätestens nachts wurde ich wieder eingeholt. Und was hat dir in dieser Zeit oder eben in diesem Moment, wo dich das vielleicht eingeholt hat, geholfen? Hat dort der Glauben eine Rolle gespielt? Glauben hat eine sehr zentrale Rolle bei mir gespielt. Ich bin von Kindesbeinen auf im christlichen Glauben auch lebendig und persönlich in der Begegnung mit Gott. Das war eine große Ressource für mich. Und was ich denn für mich gelernt habe, ist eigentlich in unserem Leben und auch ich in meinem Leben, wir machen Glauben oft davon abhängig, wenn alles so einen guten, glatten Weg geht, dann können wir uns das wunderbar erklären mit dem Glauben und dann passt das auch. So, und jetzt geht es irgendwie komplett in die Hose. Und dann fängt man an zu klagen, ja, wo ist denn Gott, wo ist denn da die Fragestellung und so. Und dort konnte ich mir wie eine Grundsatzfrage stellen. Also ich musste mich auf die Aussagen vom Glauben hardcore konzentrieren und sagen, wenn Gott mir zusagt, er ist da, dann habe ich nur 2 Möglichkeiten. Entweder er ist da oder er ist nicht da. Und es ist auch in der schwierigen Zeit eine Frage meiner persönlichen Entscheidung, ob ich jetzt sage, Gott geht hier und heute einen guten Weg mit mir. Der Weg gefällt mir kein bisschen, aber ich kann es nicht bewerten, ob dieser Weg ein guter oder ein schlechter Weg ist. Wenn Gott mir zusagt, dieser Weg, den ich mit dir gehe, ist ein guter Weg, dann ist das ein guter Weg. Punkt. Unabhängig von den Rahmenbedingungen, in denen ich unterwegs bin.
Und das ist, glaube ich, eine sehr zentrale Sache, wo ich wie gemerkt habe, ja, das hat ganz, ganz viel, ganz persönlich mit mir zu tun, wie ich mich dann auch entscheide. Und das hat mir Ruhe gegeben in den herausfordernden Situationen. Zu sagen, okay, ich halte daran fest, du bist jetzt in diesem Mist, der mir nicht gefällt, der mich verletzt, der mich verärgert, den ich ungerecht ohne Ende finde, aber du bist da und du gehst einen guten Weg mit mir. Ich habe mich in der Zeit auch sehr viel mit Bonhoeffer beschäftigt, sowieso ein Theologe, den ich gigantisch finde, und musste dann auch meine eigene Situation wieder relativieren und musste sagen, hey Christoph, wo ist genau dein Problem? Du jammerst gerade darüber, dass du eine Zeit lang keine Arbeit hast, dass du vielleicht ein bisschen mit dem Geld sparsamer umgehen musst, nicht so genau weißt, ob du übernächstes Jahr noch gleich viel verdienst. Bonhoeffer hat das zu guter Letzt mit seinem Leben bezahlt, seinen Weg, hat ganz andere Einschränkungen genommen und es hat natürlich auch mein Bild stark relativiert und mich trotzdem auch immer wieder zur Dankbarkeit geführt für das, was ich ja trotzdem habe. Also auch wieder den bewussten Blick auf das, was ist denn noch da? Nicht, was fehlt mir eigentlich? Am Schluss bist du ja dann doch jetzt eine längere Zeit ohne Job gewesen. Du hast mehrere Anläufe genommen. Hast jetzt wieder eine gute Aufgabe gefunden in Ancora Meilenstein. Jetzt rückblickend ist es ja schon ein bisschen eine Wüstenzeit gewesen, obwohl du relativ einen guten Umgang damit gefunden hast. Was hat Gott mit dir in dieser Zeit gemacht? Was hat sich für dich verändert? Und das ist noch so ein bisschen als ein Schlusswort könntest du mitgeben. Also eins von den wesentlichen Dingen habe ich vorhin erklärt. Es ist wirklich die Frage, will ich daran festhalten, dass mein Gott mit mir unterwegs ist, egal wie die Umstände sind? Will ich das und will ich das wirklich erringen? Das ist sicherlich etwas, was ich auch nach der bewussten Entscheidung ganz bewusst erlebt habe. Dieser Gott ist da und das ist ein Fundament. Das trägt, wenn ich wirklich mich dazu durchringen kann. Es schafft Ruhe, auch in vermeintlich schwierigen oder ausweglosen Situationen. Ich glaube, das ist so die Kernbotschaft für mich, die ich gelernt habe. Ebenfalls, dass ich meine Erwartungen relativieren möchte. Also ich möchte schon Erwartungen an meinen Gott haben, eben, dass er da ist, aber nicht mehr kombinieren mit dem, so nach dem Motto, dann ist es gut, sondern nimm doch die Dinge Schritt für Schritt. Gott ist da, ich gehe Step by Step und Gott führt. Und wo auch immer er mich hinführt, möchte ich mitgehen. Und das ist die Entscheidung oder das Buchstabieren, was ich denn in den Situationen immer wieder machen kann. Und etwas, was, ja, trotz allem Dankbarkeit suchen. Das ist auch etwas, weil es gibt noch immer Dinge, die mir auch dort jeden Tag geschenkt werden. Mehr, als ich mir immer wieder bewusst bin. Danke vielmals. Du hast das im Vorgespräch noch so cool gesagt, dich als ein Kind gesehen, das geführt wird. Mega, das hat mich so, ja, das ist immer so geblieben. Mega cool. Danke vielmals fürs Teilen, für die Offenheit. Geben wir doch dem Christoph einen Applaus. Danke. Wir gehen jetzt dann gerade in eine Worship-Zeit rein. Und ich möchte dich nochmal einladen, wenn du Hunger und Durst hast, dann mach dir Mut, dich auf den Jesus einzulassen, ihn kennenzulernen. Er ist das Brot vom Leben, wo uns in so Vakuumzeiten möchte, das Vakuum eben möchte fühlen, wo fähig ist, dass das nicht einfach ein Durchzustand bleibt, sondern wo in dem Sinne kann uns wirklich erfüllen. Und wir haben heute Morgen auch Abendmahl und im Abendmahl wird die Symbolik mega gut aufgenommen. Oder wir essen das Brot vom Leben. Es ist ein Symbol für die Liebe von Jesus. Das Abendmahl ist mehr als jetzt einfach, dass diese Symbolik aufgegriffen wird. Oder verbunden damit ist die Erinnerung, dass Jesus sein Leben für dich angegeben hat. Als ein Opfer, um das Problem der Sünde in unserem Leben, das Problem vom Bösen zu lösen. Ein für alle Mal. Weil wir das aus unserer eigenen Kraft nicht schaffen können. Und das ist das, was eben das auch ausmacht, oder? Ein paar gute Tipps, wie wir auch leben können. Das Christentum ist mehr. Die Art und Weise, was Jesus uns gelehrt hat,
ist etwas, was wir vielleicht aus eigener Kraft nicht können. Aber genau darum ist er am Kreuz für uns gestorben. So dass der Heilige Geist in uns leben kann und dass wir diese Beziehung mit Jesus haben können, wo er in unserem Leben kann wirken kann und er das kann bewirken, was wir aus eigener Kraft nicht können. Und ihr seid eingeladen, an diesem Abend mal teilnehmen. Daheim könnt ihr das im Livestream machen. Vielleicht habt ihr ein Stück Brot rum, vielleicht habt ihr noch eine halboffene Flasche Wein und sonst nehmen wir irgendeinen Fruchtsaft. Ich glaube, das nimmt euch Gott nicht übel. Wir sind eingeladen da, ihr habt verschiedene Stationen, wo ihr das Abendmahl nehmen könnt. Es ist abgepackt, es ist Corona-konform, wir können selber einfach dort hingehen. Ich möchte jetzt noch beten und dann steigen wir ein in die Zeit vom Worship. Das Gebet steht euch zur Verfügung, ihr dürft euch melden. Nutzt die Zeit, einfach auch nochmal über das Gehörte nachzudenken. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart in unserem Leben und dass du das Brot vom Leben bist. Und dass das, was du uns gibst, uns wirklich sättigt und füllt. Ich bin so dankbar, dass ich dich kennen darf, mit dir unterwegs sein und das immer wieder erleben und wie die Beziehung mit dir alles andere immer wieder ins richtige Licht drückt und mir hilft, auch in schwierigen Situationen, auch in den Momenten, wo eben vielleicht so eine Leere, so ein Vakuum sich breit machen, dass dort du immer wieder kommst mit deiner Fülle und mich fühlst. Und ich bitte für jedes Einzelne da drin, dass wir die Fülle immer wieder bei dir suchen können. Dass wir all den Fastfood, den Junkfood irgendwo auf die Seite legen und dort suchen, wo es wirkliche Nahrung gibt, bei dir. Und ich bete ganz speziell für die dich vielleicht noch nicht kennen, die vielleicht das erste Mal so einen Schritt machen. Dass du ihnen begegnen kannst und ihnen noch den Mut schenkst, um sich zu melden, dass wir helfen können, die ersten Schritte zu machen. Amen.